wahrscheinlich zu den Rohstoffen. Ja, aber schmilzt es doch gerade ein dort in der Schmiede, in der ja. Allesschmiede. In der Allesschmiede schmilzt sie ein. Sehr gut. Okay. Und jetzt meinst du, soll ich da hinter? Nein, nicht da hinter. Da im Ausgang. Ja. In der Hordenbasis hast du das Gefühl gehabt, du hättest eine Eisenader gefunden. Ich weiß es nicht, es ist ja wahrscheinlich Eisen, aber es ist irgendetwas in der Mine. Jetzt, wenn du da rauf gehst. Wenn ich da raufkomme. Dann kommst du irgendwann durch die Mine durch, ziemlich bald. Ich möchte nachher im Fall mega gern, wenn möglich, das Shotgun Messias auseinandernehmen. Oh, da wäre ich auch dabei. Da, du meinst wahrscheinlich das da. Liebe Werkbank. Ich habe natürlich keine Fackel dabei und ich sehe nichts. Merde. 1 Minute noch bis. So. Jawohl, da hat es Eisen. Sehr schön. Aber nein, es ist auch mehr Blei als Eisen. Ja, das weißt du jetzt gar noch nicht. Ja, Irgendwo hat sich da die. Oh, sorry. wenn ich pro Schlag, warte schnell, ich zeige das jetzt gerade, wenn ich pro Schlag 1 Eisen und 5 Blei bekomme, tue ich mehr Blei abbauen als Eisen. Das kann gar nicht sein. Entweder ist es Blei oder es ist Eisen, aber gemischt gibt nicht. Es ist beides? Aua! Auch schon. Oder auch nicht. Aua, da überhaupt Nein, gar es sind nicht. kleine Steine, du hast recht, das ist gar nicht Eisen, es sind Steine. Einmal mit Profis. Nur, in dem Fall ist auch das nur Blei. Aua! Also, Jetzt, liebe- du. Ich komme mal Was? rauf. So ein Kabis. Ja, Blei. also wie weit rauf muss ich? Blei. Was ist jetzt? Bin ich der Zober? Blei. Ja, ist nur Blei. Sag ich Und doch, wer hat was die Türen erzählst du offen gelassen? Ah, niemand. Bist zu. Hast Glück gehabt. Hätte ich die jetzt müssen zusammenschießen. Ja, du weißt, ich nehme die nicht. Jetzt Ich bin auf das Fenster. Habt ihr alle Mods genommen, die man den Griff verbessern kann? Das ist vom. Ich habe. Ja. Oh ja. nein, ich habe bei meiner Eisenspitzhacke nicht. Also Ja, das da heisst, kommen wir noch mehr von denen. Kann man die bauen? Ja, wenn du das Rezept gefunden hast, ja. Oh, da hat es auch wegen der Mine. Das heisst, wir gehen weiter looten für die Gerade Zeug. da unten hat es Sand, also muss es etwas sein. also mal den Stein wegklopfen. Mal Dann schauen, was schauen, kommt, was ja. kommt. Ah, Blei. Und gerade schon die besseren Speer geht noch nicht. Als 2. Ich habe noch nichts, ich habe alles müssen auf Ernährung skillen. Warte, aber schau mal schnell. Moll, ich glaube mehr als 2 bringe ich auch nicht. 3 schaffe ich. Also, dann würde ich auch einen nehmen. Ja, aber ist okay, musst jetzt nicht so musst nicht stressen. Ich habe noch Schrotflintenmunition. Solange ich Schrotflintenmunition habe, ist Speer rein sekundär. Ah, der Bogen. Ich könnte den Bogen modifizieren mit dem. Okay. Ah, ich kann es wählen übrigens. Okay, aber im Moment nicht. Ja. Also gut, wo jetzt ist er? Geht oben dran jetzt doch gerade Eisen, oder nicht? Ja, geh mal schauen. Ich habe nichts mehr Echt, gefunden. ja. an Eis. So, was hat's noch? Was könnte ich noch modden? Du sollst jetzt nicht modden, du sollst Eisen suchen. Sonst sind wir am Arsch. Ja, okay, ist gut. Nitrat sollten wir noch haben. Ja, wäre auch schön. Papier. Und Kohle auch, Das dann ist können mal wir, dann leck. können wir Schwarzpulver machen, damit er kann seine Schrotflintenmunition bauen. Genau. Ich gehe jetzt glaube einfach raus. Das ist alles LED. LED ist scheiße. Ja, soll ich da mal einfach ein Loch weitergraben? Mach auf den Stollen, ja. Irgendwann stoßen wir auf den Ader. Ja, LED dann ist schon nicht schickeln gerade so das, was wir so extrem brauchen. He? Alles LED. Ja, in der Regel sind Blei und Eisen kombiniert. Ja, das heisst, wir wahrscheinlich rund ums Play das Eisen wegmachen, kann das sein?
Das kann natürlich sein, dass das hier oben abbauen ist. Jetzt sind wir echt im Buddel gewesen. Also ich kann einfach mal wieder das Play durchgraben, das geht schon. Also nochmal, das mit der strukturellen Integrität, ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, das gibt es nicht mehr. Da fragst du den Profi. Ah, ich wollte Kaffee holen. Also ohne Kaffee geht gar nicht. Oh ja, ich werde alles Kaffee. Warte, ich habe extra eins mitgenommen dafür. Ah, wir haben mega gut Kaffee. Ich nehme mal 2 mit. Wieso braucht ihr Kaffee? Ich habe nur eins. Ausdauerproblem? Ja, also ich habe extreme Ausdauerprobleme, aber... Ja, ich Beim Abbauen? Ja, natürlich. beim Ich habe Abbau jetzt nicht gerade. Okay. Haben den 6 Tyrannosaurus nicht geskillt? Nein, nicht wirklich viel. Okay. Ich schon. Ich kann ihn glaube ich 1. Aber ich habe ihn etwa nur auf dem 2 oder 3. Ah, da geht es nicht weiter, okay. Ich kann ihn glaube ich genau auf dem 1. Ja, also ich kann ihn auf dem 4 und ich kann abbauen ohne Probleme nonstop. Ja, ich bin um den Looter und nicht der Abbauer. Ich eben auch. Ah, toll, was für ein Team. Du hast gesagt, wir sollen looten, du machst Spaß. Dafür bist du im Level viel höher als mir. Ja. Also, hör auf Steine rühren. Ja, aber ich kann nicht... Also wenn ich alles muss abbauen und Bass aufbauen, dann das sind wir in 5 Jahren dran. Ja, wir helfen dir ja jetzt. Hast du Bevor Stress? wir wieder gehen looten. Ich habe immer Stress. Das ist Zeitgeist. Ja, ja, das merkt man. Du bist ein gestresster Mensch. Ich will es mal mit Yoga probieren. Meinst Ja, Wenn wir es drüber gibt reden. Leute, die schwören drauf. Oder du hast doch so einen geführten Meditationsreisekurs oder was auch immer gemacht. Ja, ich habe einfach eine geführte Meditation gemacht. Ja, das heisst jetzt aber nicht, dass ich ein sehr erfahrener Mensch bin, was das anbelangt. Wohl, das Gerücht tun wir jetzt gerade streuen. Du bist da der voll der Meditationsmensch. Ja, ich meditiere für mich schon, das ist schon so. Mit Bier. Genau. Am besten. Da bin ich auch Eigentlich gut. habe ich auch noch eine Zigarette dabei. Und ein Schnäpsli wäre vielleicht auch noch easy. Nur also so Ja, Bier-Yoga und Bier-Meditation wäre ja dabei. Das wäre vielleicht so eine Marktlücke. Ja, Bier-Yoga. Ich glaube, das gibt's schon. Ich glaube, das gibt's klingt schon. mal gut. Wieder kannst du ja alles mit Yoga kombinieren. Ja, wir werden jetzt im Fall, wir starten jetzt das Projekt, das heisst Bier und Politik. Oh, Okay. kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Wieso? Bier und Politik, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Aber sicher nicht im Zusammenhang mit diesem Job. Nein, das sicher nicht. Oh, aber apropos unser Job, ich hätte sonst etwas anderes, wo wir könnten zusammen diskutieren. Oh, wodurch geht's da? Ich habe mich irgendwie verirrt, ich sehe nichts mehr. Sozi-Zeug. Ja, also solche Zeug, ich habe mir etwas überlegt. Oh mein Gott, jetzt was. Warte, da geht's raus. Ich habe mich einfach einmal gefragt, oh shit, ich habe gar nicht gerade graben gesehen. Du hast dich gefragt, wo hat es Eisen? Ja, das frage ich mich sowieso. Aber nein, ich habe gedacht, hey, was wäre, wenn man in der Schule könnte als Freifach Gamen wählen? So wie andere zum Beispiel Latinisch wählen oder irgendwas, weiss ich, was für Freifächer das es sonst noch so gibt. Wird auch mega schwierig, das durchzusetzen. Mit welcher Intention? Prävention. Prävention. Ja, natürlich. Reflektieren, Umgang mit Games, natürlich auch alternative Beschäftigungen finden, aber eigentlich vor allem auch zum den Eltern irgendwie das Thema Gaming vielleicht näher zu bringen. Aber dann müssen ja die Eltern das Schulfach belegen. Nein, Also- natürlich würdest du die nur einladen für irgendein so ein Event dann schlussendlich. Also so habe ich mir jetzt das innerhalb von den letzten 10 Minuten ausgedacht. Ah, ist jetzt nicht so, dass du gerade wach gelegen bist wegen deiner Idee. Das ist- tönt so nach einer 10 Minuten Idee. Ja, genau. Lass jetzt. Nein, aber Oh, ich warte, finde eben muss die es da mal Idee im Fall abstellen. schon noch spannend, weil man kann für alles mögliche Freifächer machen. Wieso nicht für Gaming? Ha, die sind gerade sprachlos. Ich kann im Fall lesen. Scheiße, ja schon wieder Play. Wo hast du Eisen? Warte, ich komme zu dir. Da, aber nein, warte. Ich weiß nicht, wie ergiebig das ist.
Ich Aha. baue jetzt eine... Jetzt habe ich ja schon Blei. So, also, wenn ihr mich einen Stollen graben, dann kommt es genauso raus, wie ich es jetzt gemacht habe. Einfach, dass ihr es wisst. Wir wissen es nicht und wir sehen es auch nicht. Also, sagst Da du kann man nicht. einfach nicht schauen. Aber ihr habt ja wollen, dass ich einen Stollen mache. Ah! Ich habe Eisen gefunden. Nein, es ist schon wieder Blei. Aber warte, ich kann mir doch helfen, indem wir Strip meinen. Was tun ihr? Ja, so richtig wie in Minecraft Stoll um Stoll schlagen. Bist du da durch? Ich bin einfach dort, wo es ein Loch hat. Das ist Ja, gerade doch auf das- die andere Richtung. Wir haben doch dort noch einen jensten Ausgang Aber vorgesehen. ich bin der Meinung, das sollte Eisen sein, aber es ist einfach Blei. Ah, das ist der Judy. Das hätte mir echt noch logisch gesagt. Mach doch einen neuen Stall aus dem, Ja, ich Haupt- mache. Ich gehe in eine andere Himmelsrichtung. Genau, jeder eine eigene Richtung. Jawohl! Meine Alle eigene von brechen Mine. mir aus. weg. Alle, wir brechen jetzt aus! Alle graben einen Tunnel! Genau. Also, okay. Ich weiß nicht genau, aber ich habe immer das Problem, wenn wir Vorträge machen, dass ich kann nicht von Schülern gehen. Es ist, ich sehe nicht. Was soll ich den Schülern erzählen? Gamet weniger. Nein, Dann finde ich aber jetzt die Idee gerade ein bisschen, ich weiß nicht genau, was ich dort machen mit diesen Gamen. Dann kannst du ja sagen, geh mit mir. zum, Gamen. Ich könnte, ja, das Problem ist, wenn Lehrer anfragen, das habe ich im Fall schon gehabt, wenn Lehrer anfragen, dann ist immer das Problem, dass die wollen, dass man quasi kann sagen, hört auf Gamen. ja, eben genau, weil sie nicht Aber aufgehört sind, oder? Ja, aber das sind Lehrer. Schulsozialarbeit genau. ist übrigens so recht übel, möchte ich noch Ja, sagen. ich weiss. Ich Ah, weiss. das muss ich dir nicht sagen. Das musst du mir nicht sagen, genau. Und Schulleitungen sind im Fall auch recht übel, wenn es um das geht. Okay, habe ich zwar schon andere Erfahrungen gemacht. Ja, okay. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo und wer. Kannst aber, nicht alle in den gleichen Topf werfen. es ist immer das Gleiche. Ja, ja, es kommt eben immer darauf an, wer wo ist und wie offen das man ist für Neues. Aber es ging ja halt auch vor allem darum, dort eben ein bisschen die Lanze zu brechen, das Ganze ein bisschen aufzutun. Aber ist das immer noch das Problem? Ich habe, weißt du, ich vor Das 10 ist Jahren, ein 10, 20 Riesenproblem. Jahren, haben wir Gamer einen ganz schlechten Ruf gehabt. Oder Killerspiel und bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es recht doof, was so Games angeht. Also ich, Ja, aber nicht bei den Jugendlichen. Tätig. Bei den Jugendlichen im Fall noch nicht. Und jetzt haben wir also sagen wir so, jetzt ist eigentlich mega easy gewesen im Moment, aber jetzt mit Fortnite machen sich halt alle mega Sorgen. wieso? Weil halt extrem viele Leute Fortnite gespielt haben und jetzt sind halt extrem viele Ältere, ich sage es jetzt mal blöd, das ist positiv für uns, aber sie auf die Idee kommen, oh, das ist ja vielleicht schwierig. Weißt du, vorher haben sie FIFA gespielt und da hat man einfach können sagen, gut, okay, dann spielen sie halt. Und jetzt haben sie das Gefühl, Ja, dass sie eben könnten noch Es anders ist- gamen. Ja. Und das, was ist schlimm daran? nichts, aber sie haben das Gefühl, es sei schlimm. Okay. Also es gibt im Fall schon schlimme Sachen dran, doch. Doch, das wäre es gibt. Erstens finde ich, wenn Jugendliche, die noch nicht 18 sind, so Killer-Games spielen, die ab 18 sind, oder auch so ein GTA, Wenn er nochmal Ich find Killer Games sagt, dann rührst du ihn vom Server. okay, also, wenn irgendjemand so Shooter-Games spielt, wo ab 18 ist, er selber aber erst 12 ist, dann kann ich durchaus verstehen, dass das bei den Lehrern oder bei den Lehrpersonen, wie auch bei den Eltern, sollte irgendeine Alarmglocke loslassen, Wieso? um können sagen, hey du, vielleicht ist das nicht ganz das richtige Game für dein Alter. Wieso? Aber das bedeutet, dass sich die Eltern sollen darum kümmern, was ihre Kinder gamen. Und ich behaupte, wenn du dich darum kümmerst, gibt es eigentlich kein Game, wo, wenn du das unbegleitet lässt, wo jetzt wirklich ein Riesenproblem wäre. Was das Problem ist, die Eltern, die sich nicht darum kümmern, nennen wir, du hörst den Begriff schon einmal, wir nennen das Zeitmessmanagement. Ja, ja, das haben wir schon mal davon geredet, okay. Aber da sehe ich schon, das sehe ich schon ein bisschen anders. Ich glaube schon eher, dass es nicht gut ist, wenn 12-Jährige so ein GTA spielen oder die, also en masse
unbegleitet. Und da kannst du jetzt schon sagen, das sollen die Eltern machen, aber das machen sie eben nicht. Ja, aber du kannst es nicht machen. Spiel ja sogar Du kannst es nicht machen, ich kann es nicht machen, wir können es gar nicht Wieso kann machen. ich es nicht machen? Wieso kann ich es nicht machen? Wie willst du den Kindern verbieten? Ich will es nicht verbieten. Hallo? Ich sage begleiten. Okay, ja, das ist aber von mir aus, ja. Aber das nehme ich sogar auf meine Kappe. Ich begleite das. Ich finde es in meinem Beruf extrem wichtig, dass man genau so Zeug erkennt. Ich finde übrigens auch in deinem Beruf. Ja, das sehe ich ja auch so. Okay, nein, das ist gut, da sind wir uns einig. Ja, das ist so. Aber du kannst es nicht verbieten, aber wir können es begleiten. Ja, das Problem wird halt einfach sein, oder? Wie willst du in einer Schulleitung, wo dir jetzt wird so ein Freifach geben, erklären, dass du ein Spiel spielen mit den Kids, wo erst ab 18 ist? Also weißt du, das ist ja der Knackpunkt. Also, aber im Rahmen von Projekt. Also Freifach gesehen jetzt gerade ein bisschen krass, aber im Rahmen von Projekt, wieso nicht? Ja, das ist einfach nicht nachhaltig. Also weißt du, das ist verpuffte Energie. Ausser das bleibt so krass. Aber das bleibt es eigentlich selten. Aber weißt du, wenn du es zu pädagogisch machst, dann können wir sie nachher einfach nicht mehr. Ja gut, was heisst zu pädagogisch? Ich meine, Also was sie wollen gamen. Ja, richtig. Sie wollen gamen. Also musst du sie gamen. Richtig. Also das, was sie daheim machen. Ja, ich würde es eben schon noch ein bisschen abändern im Sinne von Gamen und Reflektieren. Ja, da ist auch die Frage, ob sie dort überhaupt das Interesse dran haben. Es wäre ein Versuch wert, okay. Aber ich wage zu fragen, ob sie das Interesse dran haben. Weil reflektieren, was gamen dürfen sie so oder so. Also wollen sie vielleicht nicht unbedingt reflektieren. Aber das wäre schon Sinn und Zweck von der Sache. Ja, Und weißt, aber ich weiss ja nicht genau, ob du die willst erreichen, die du willst erreichen. Nein, was Also. mache ich? Okay, Entschuldigung, ich habe gerade irgendeinen Scheiß gemacht. Aber ist gut, bin wieder dabei. Ja, ist schon gut. Also ich meine, stell es doch mal vor. Ja, also ich muss da zuerst ein bisschen das Konzept dazu haben. Und du bist ja der richtige Mensch für das. Für das Konzept schreiben für dich. Nein, nicht zu schreiben, sondern mit mir zu diskutieren, wie es ablaufen soll, um was könnte gehen und wie es könnte gehen. Also ich finde, okay. Tun wir darüber weiter nachdenken. Das Problem ist einfach immer, wenn ich vor Schülern muss... Also, warte, weitere Idee, weißt du, um da Pädagogik ein bisschen reinzubringen. Wir könnten ja auch Geschichte vom Gaming reinbringen oder Programmiersprachen. Ja gut, nein, die haben es zwar in der Informatik. He? Aber weißt du, wir könnten ja auch etwas Wissenswertes noch vermitteln, im Sinne von, wie ist eigentlich das Gaming entstanden und ja, welche Games haben was prägt, grafisch oder gameplay-technisch oder wie auch immer. Oder, andere Seite, wir könnten den ganzen E-Sport-Bereich noch reinnehmen. Boah, wir können es als Sport, Freisport angeben. Als Schulsport. E-Sport. Ah, das ist jetzt eine Idee, die ich jetzt gerade innerhalb von 2 Sekunden entwickelt habe. Ich weiss. Also das ist jetzt überhaupt nicht reflektiert und nachdenkt. Dieses finde ich schon ernsthafter. Also, was willst du genau erreichen? Dass sie ihr Hobby können argumentieren oder dass... Was willst du erreichen? Also, wenn ich Leute auf meine Seite gewinnen, dann muss ich erreichen, dass ich eine präventive Massnahme mache damit. Sprich, dass ich weniger Gamesüchtige auf den Markt rühre. Du willst auf dem Gamen arbeiten, sind wir ehrlich. Eben Chef Gamen. Nicht unbedingt, weil ich würde dann etwas anderes gamen, zum Beispiel 7 Days. Oder Ziff. Aber meine, also ich game dann beim Arbeiten, ich weiß nicht genau, was du falsch machst. Ja, ich habe keine Zeit zum Game, das ist mein Problem. Jetzt weiss ich, dass ich immer mehr Steuern zahle, weil die Sozi sich immer wieder neue Geschäftsfelder ausdenken und ich finanzieren darf. Das nennen wir im Fall Sozialindustrie, gell? Ja, das ist so. Das ist der lebende Beweis, den habe ich heute. Ich habe es aufgenommen, ich kann es jetzt der ganzen Welt beweisen. Jetzt würde ich das 10-mal zitieren, mindestens. Ja, also es ist definitiv so. Aber ich gebe mir
Also ich gebe mir Mühe. Das ist jetzt falsch, ich gebe mir nicht Mühe. Ich frage mich manchmal ein bisschen, wieso sie das darf machen, muss machen, ich Geld bekomme. Ja, also unabhängig von dem, schaut, das Thema Gaming wird immer wie mehr kommen. Und momentan sind ganz viele Therapeuten damit beschäftigt, herauszufinden, wieso die Leute so alle am Abdrehen sind und wieso sie denn das vom Gamen sollten können haben. Aber du täuschst dich, glaube ich. Nein, ich täusche mich nicht. Also wie viele Therapeuten sind damit beschäftigt? Also... Ja, also ich habe gerade jetzt einen kennengelernt, das ist der Uri Weinfeld, Autor von Neue Autorität und so, vielleicht kennst du das. Und ich habe mit dem geschwätzt und er hat jetzt irgendwie seit einem halben Jahr einen Gaming-Room eingerichtet, wo er mit Jugendlichen tut gamen. Also die sind das ist ein Deutscher, oder? Nein, ist ein Israeli. Ja, aber er lebt in Deutschland. Da weiss ich nicht, ich habe nicht gefragt, wo er wohnt. Ist so aufsuchende Jugendarbeit in den Games und so. Ist es der? Nein, eigentlich nicht, weil er hat erst wirklich angefangen mit dem Game. Er ist Therapeut. Eigentlich ist er Elterncoach und Familientherapeut. Und der will jetzt herausfinden, was Gamen bedeutet, oder was? Nein, er hat einfach gecheckt, dass es viele Jugendliche gibt, die am Gamen sind und das hat ein paar Familien zerstört und jetzt probiert er die irgendwie wieder in den Grab zu biegen. Und das heisst, er tut mit den Jugendlichen gamen und tut irgendwie mit den Eltern, ich weiss doch auch nicht, ich habe sein Konzept nicht gelesen, aber er tut irgendwie die Eltern mit einbinden, weil er sagt, oh, die Eltern haben zum Teil keine Ahnung, was ihre Kids da zocken. Ja, das ist so. Und ja gut, aber eben, wir reden auch wieder vom Suchtbereich. Das sind dann wirklich Leute, die ja, Erzugserscheinungen zeigen, wenn sie nicht gamen können. Ja, gibt's. Das Problem im Ganzen ist, seit diesem Jahr haben wir bei WHO eine offizielle Sucht. Ich meine, die thematisieren schon. Und jetzt tun sich alle Suchtdinge darauf stürzen. Bei uns im Aargau, ja, hast du gesehen. Und es sind genau die gleichen Leute, die sich um die anderen Suchtsachen kümmern. Und wenn du Sucht anschaust, also wie es definiert ist bei WHO, dann betrifft das extrem wenige Leute. So, ja, wie es wirklich definiert ist. Ja, was heisst das? Das betrifft 1%, oder was? Weiss nicht. Also ich würde sagen, in meiner ganzen Game-Karriere habe ich vielleicht 3 Leute gelernt kennen, wo das der Sachverhalt überhaupt zutrifft. Und mir natürlich. Ja, aber du bezeichnest dich ja nicht als süchtig, oder? Nein, darf ich nicht. Ja, also wäre auch falsche Auffassung von Sucht dann. Genau, aber ich zocke viel. Wenn Peter zockt, Entschuldigung, zockt er wahrscheinlich recht viel. Sind wir süchtig? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ab wann ist man süchtig? Was sagt da die allgemeine Definition? Die allgemeine Definition sagt, wenn du innerhalb von den letzten 12 Monaten... ich fasse es anders zusammen. Es gibt so 5 Punkte. Ich kann dir die genau sagen, wenn du willst. Grundsätzlich, wenn du dein Leben versiffst schon im Game. Aber so richtig versiffst. Also du stehst nicht mehr auf, hast ein riesiges Ghetto daheim. Ja. Ja, habt ihr gesehen, was ich für eine Sauberordnung habe, oder? Bei mir sind. Genau. Du gehst nicht arbeiten, das heisst, du bist extrem oft krank, weil du irgendetwas im Game bist. Das ist also Zeug. Also ich meine, die Definition ist irgendwie... Und die Gedanken drehen sich ständig ums Game. Genau. Ja, also sobald du irgendwie dein Leben um irgendein Thema umbeugen und richten tust, dann ist es eine Sucht. Also es ist eine Verhaltenssucht wie die andere. Aber dann ist ja eigentlich, muss man sagen, ist Arbeit auch eine Sucht, weil ich ja mein Leben um die Arbeit aufbauen. Legitimiert, weil du halt musst arbeiten, hat es geheissen. Also eine Sucht, die man muss, ist keine Sucht. Das ist jetzt halt aber relativ, gell? Das kannst du jetzt anschauen, wie Dodge. Aber ja, ich gehe im Fall raus, irgendein Ding looten. Warte, ich komme noch. Ich werde mich nur schnell ein paar Sachen loswerden. Zum Beispiel hier ein bisschen Stein. Haben wir jetzt so klein? Nicht da rein. Aber der Sand und das Blei kann ich ja hier mal reinrühren. Wo kann ich den Stein reinrühren? Im Stahl? Nein, Steinbox.
Wo muss ich Steine rüber? Beim Zement? Hä? Nein, die Steinkiste. Wo haben Wolltest du sie? Er hat jetzt ja schon gerade rein, aber wir können einfach da die Steinkiste nehmen. Das Palladium. Wo haben wir einen Stein? Ah, du hast Sack Ah, geschrieben. da. Alles ist Blei, bei alles, hä? Aber haben wir Eisen? Nein, ich habe kein Eisen gefunden. Tut mir leid. Ich auch nicht. Ja, ich kann alles geben. Aber wir haben doch da oben doch gerade eine Eisenmine. Nein, eben nicht. Dort haben wir alles. Ah, du meinst aussen? Mhm. Ja, dann gehen wir halt dort aussen schauen. Ja. Komm mit. Ich wollte nur schnell ein paar Rap-Kicks zurück tun. Und bei Kindern ist es halt extrem schwierig, von Sucht zu reden. Wann ist es Sucht? Finde ich persönlich. Ja, und Leute, die suchtgefährdet sind und du bringst sie noch in ein solches Projekt rein, ist eigentlich völlig der falsche Ansatz. Mhm. Ich will jetzt auch nicht zum Thema Sucht machen. Also weißt, ich will es schon irgendwie können positiv angehen. Ich will einfach sagen, schaut, Gamer ist nicht so verteufelt, wie ihr alle älteren Leute das seht. Also alle, ja, halt die paar, wo Politik machen, zum Beispiel. Ja, aber dann musst du aber doch nicht unbedingt bei den Kindern anfangen, weil sie sind ein schlechter Multiplikator. Aber bei den Eltern von diesen Kindern müsste ich anfangen, oder? Ja, genau. www.gameinfo.info suchst du einen Job. Ja, ja. Liebe Skarasnik, ja, ich suche einen Job. Skara, wo bist du? Ja, ich kann auch fragen. Wo bist du am Looten? Kannst du noch ein paar Sachen für mich herstellen? Ja, mach ich. Oder einen Auftrag geben? Du kannst ja Elektrogegenstände machen, gell? Ja, noch nicht sehr hoch, aber die ersten kann ich machen. Warte, ich kann mal schnell. Geh mal irgendwo anfangen. Ich hole irgendwo mal Eisen. Hä? Ich habe schon ein bisschen Eisen im Inventar. Ich bring's gerade ab. Welche Stufe hast du bei Advanced Engineering? Ich glaube 3. Okay, das ist mal gut. Loch, ey. 3 lange, dann kannst du all die wichtigen Sachen machen, die ich brauche. Also, was solltest du haben? Eisen. Ich hätte als erstes gerne einen Generator. So, der sagt nichts mehr. Können wir nicht schon anfangen Stall machen? Nein. Da hat es doch nicht mehr. Für das brauchen wir das Crucible. Und das brauchen wir entweder... Bank. Da? Ja. Ja, das kann ich dir machen. Nein, ich kann ich dir nicht machen. Es fehlt mir ein Perk. Nein, wenn du 3 hast, kannst du machen. Steht da Perk? Warte, ich weiß nicht, ob ich... Ansonsten ist in 3. Warte, wir es mal eine Werkbank. Oder Ich 3, brauche, für Sicherheit. Ja, du musst es bei der Werkbank machen. Das ist schon Electrical Parts, Mechanical Parts und noch irgendetwas. Du musst nicht Eisen. Fortstein, ja genau. Das da immer. Also Jungs, ich fange an Eisen abbauen, aber wahrscheinlich werde ich jetzt mega ins Loch runterfallen und ihr werdet mich dann müssen da rausholen. Wir werden dich mit Freude zu betonieren. Ja, ein Generator. Kommt. Dann 3 Switch. Oh, da höre ich einen Plan im Hintergrund, da höre ich einen Plan. Es tut noch Licht. Ja, was noch? So langweilig. Und 12 Electric Fans. Nein. Darkness Falls, hey, hallo. Ah, übrigens haben die auch gespielt. Electric Fans, wie viel? 12? 12, ja. Ah, ich sehe schon, die sind anders beschäftigt. Darkness Falls ist ein Dungeon in... Ja, willst du noch mehr? Nein, das wär's. Kommt Nein, irgendwann Darkness raus Falls aus dieser Ding. Ist ein Mod für 7 Days. Darkness Falls ist ein Dungeon in Dark Age of Camelot und extrem geil, weil immer wieder andere Leute reinkommen. Okay, nochmal? Okay, gut. Kenne ich nicht. Ich rede halt von der Darkness Falls Mod von 7 Days. Aber das heisst, ihr kennt den nicht. Nein. Was macht denn der? Ja, der ist einfach recht heftig anscheinend. Und der tut zum Beispiel
die Händler, die Immunität der Händler aufheben. Also du kannst dort den Händler auch killen und du kannst, also auch Zombies können die Händler angreifen. Und das macht es einfach ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger und man kann auch andere Sachen noch craften. Aber frag mich nicht, ich habe es selber noch nie gezockt, ich habe es einfach letzte Mal irgendjemand gesehen. Ja gut, also wenn es unbedingt schwierig hat, dann kannst du ja den War of the Walker drauf tun, sofern er irgendwann mal gemacht wird. Was ich noch gesehen habe, es gibt so einen Fantasy-Mode. Der ist auch recht schwierig. Ein Fantasy-Mode für 7 Days? Ja, dann hast du keine Zombies mehr, dann hast du halt irgendwie Orks und Troll und weiss Gott was alles. Der ist mega schwer, aber das letzte, was ich geschaut habe, ist noch nicht fertig entwickelt, noch recht buggy. Aber das klingt noch lustig, das würde ich mir nicht glauben. Das hat wirklich mega cool ausgesehen. Du kannst noch zaubern, so Feuerzauber, Wasserzauber, so Geschichten. Okay. Also mit Zauber? Wow, okay, das klingt aber wirklich nicht cool. Wollt ihr mal Party annehmen, sonst gesehen ich nicht. Wo geht's auf? Da. Wo hat es Eisen? Ich hoffe, nein, da sind wir schon wieder bei Stein. Du musst annehmen, Skala. Das war ein kurzer Coup mit dem Eisen. Hey. Okay. Ah nein, da hinten geht es noch weiter. Da, okay, I see. So, du bist. Soll ich dir helfen oder soll ich gehen? Ja, also ich bin einfach hier wahllos ein Loch bohren und ich hoffe einfach, dass ich da irgendwie wieder raus... Irgendein. Ja, du kommst immer irgendwie raus. Ja, das hoffe Sofern Holz hast. ich habe 17 Frames, lenkt das? Und Holz habe ich glaube auch. Ich würde das ist ein Ding eingestangen, aber du bist schnell draus. Oder ein Molotov gehabt. Das ist doch am Kukinata sein Approach, damit seine Wasserbombe oder was er gehabt. Mit seiner Rohrbombe, gell? Rohrbombe, genau. Ist nur schlecht. Ich bin im Fall da beim Aussen durchlaufen und im Fall recht viel so Zeug gefunden. Ja, also ich habe mich jetzt einfach dort beim Kinski mal angefangen runtergraben. Ich habe es gesehen. Du immer mit dem Kinski, da ist irgendetwas Komisches. Du bist so angezogen vom Kindergarten. Das stimmt, das bin ich. Und vielleicht sollte ich meinen Beruf wechseln und Kindergärtner werden. Ich glaube auch, ja. Du kannst dir einen Game beibringen. Und dann game ich mit ihnen 7 Days to Die, weil es ist ja egal, ab welchem Alter dass man das spielt. Nein, es wird nächstes Jahr ändern, voraussichtlich. Was wird es ändern? Es gibt ein Gibt neues es Gesetz, Übungsschutzgesetz, ja. Und dann, was Was? ändert sich? Der Ja, ist Peggy sakrosankt nachher. Ich bin vom Vernehmlassungsverfahren dabei gewesen. Okay. Sieht so aus, dass es kommt. Das muss jetzt noch politisch abgesegnet werden. Nachher, also das Gesetz ist so. Also darfst du das überhaupt sagen oder bist du jetzt schon ein Whistleblower? Wir sind vom Internet. Ich weiß es im Fall nicht. Also eben, wir sind hier ein öffentlicher, das wird alles öffentlich sein hier. Also weißt, nicht, dass es mich nicht würde interessieren, mir würde es grausam und brennend interessieren. Aber ich will nicht, dass du dir irgendeinen Scheiß reinkommst. Also gut, ich erzähle nur so viel, dass es der Vernehmlassung ist und man noch nicht genau weiss, wie es soll umgesetzt werden, aber es sieht so aus, dass Peggy absolut wird. Okay, also das heisst, in dem Fall können Leute sich strafbar machen, wenn sie ein Spiel spielen, das nicht ihrem Alter entspricht. Nein, die den Zugang geben, wie beim Alkohol. Also, okay. Wie beim Alkohol. Also die den Zugang ermöglichen, die werden gestraft. Das heisst, Ja. Verkaufsstellen